Atelierbesuch bei Alexandra Hendrikow in München-Neuaubing. Früher haben hier Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gelebt. Seit den 70er Jahren nutzen Künstler die Baracken als Werkstätten. Die Bildhauerin formt Skulpturen aus den Dingen der Natur, arbeitet mit leeren Wespennestern, Transparentpapier und Löwenzahnsamen. Also es war erstmal, wie ich hier angefangen habe, ein Wahnsinnsglück, einfach einen Raum in München zu finden, der zahlbar war. Und dann ist es mir sehr entgegengekommen, dass es hier so grün eingewachsen ist und so eine Gartenidylle ist. Gleichzeitig habe ich von vielen die Frage gestellt bekommen, wie kannst du an so einem Ort arbeiten? Und ich finde es immer ehrlicher, sich bewusst zu sein, weil ich kann auch nicht über den Odeonsplatz gehen, ohne beim Blick auf die Feldherrnhalle an die Geschichte zu denken. Die Geschichte des Ortes ist in Vergessenheit geraten. Dabei haben über 1000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hier unter den schlimmsten Bedingungen gelebt und gearbeitet. Die NS-Propaganda stellte ihren Alltag in Filmen ganz anders dar. Und wem gehören denn diese Kinder? Das sind die Kinder unserer ausländischen Arbeiter. Die Arbeiter können ihre Familien mitbringen. Reiner Zynismus, denn die Realität war menschenverachtend. Etwa 13 Millionen Männer, Frauen und Kinder mussten für Nazi-Deutschland schuften, auch in der Rüstungsproduktion. In Neuaubing arbeiteten sie im nahen Reichsbahn-Ausbesserungswerk, bauten und reparierten Züge für den Kriegseinsatz. An ihr Schicksal will jetzt das NS-Dokumentationszentrum München erinnern. Der Historiker Paul Moritz Raabe hat die Geschichte des Ortes erforscht. Tatsächlich ist es eines der letzten erhaltenen Zwangsarbeiterlager überhaupt in Deutschland. Besonders ist es auch deswegen, weil es ja sozusagen dann eines der letzten baulichen Zeugnisse gibt, die von diesen Massenverbrechen zeugen. Und dieses bauliche Zeugnis soll jetzt neu gestaltet werden. Deshalb hat die Stadt München einen Wettbewerb ausgelobt. Ihn haben die Architekten Christian und Christine Peter gewonnen. In ihrem Konzept wird die Baracke Nummer 5 zum Erinnerungsort. Die bestehenden Künstlerateliers bleiben erhalten. Also das ist das Wettbewerbsmodell. Wir sehen jetzt vor allem die bestehende Großform der Baracken. Diese Achse Vordach, Vorplatz, Steg mit der Überdachung. Und die zweite Achse, Erinnerungsband hier entlang. Die Ausstellungsdecks bieten Raum für künstlerische Arbeiten. Ein überdachter Vorplatz soll Sammelpunkt für Besuchergruppen sein. Das ehemalige Zwangsarbeiterlager wird zum Begegnungs-, Arbeits- und Ausstellungsort zugleich. Diese Baracke wurde nach dem Krieg unter anderem als Lehrlingswohnheim der Deutschen Bahn genutzt. Paul Moritz Raabe und Christian Peter sind auf Spurensuche unterwegs. Diese Mauer etwa wurde erst später eingefügt. Auch die Tapeten. Von Behaglichkeit konnten die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nur träumen. Man erkennt natürlich, es gibt extrem dünne Wände, es gibt Einfachverglasungen, es gibt eine hohe Belegungsdichte. Also das heißt, es muss eine unheimliche Feuchtigkeit hier in den Räumen drin gewesen sein. Man kann sich vorstellen, wie das Wasser vor allem in den kalten Jahreszeiten an der Innenseite von den Fenstern runtergelaufen ist, weil die Menschen haben halt Ausdünstungen. Und klar, wenn man sieht, wie wenig Kamine zur Verfügung standen, dann kann man auch erahnen, also dass hier nicht nach unseren Verhältnissen beheizt wurde. Der Arbeitstag war in der Regel 12 Stunden. Man ist morgens gegen 8 zum Arbeiten, kam abends zurück. Hier war es so, das wissen wir auch aus Quellen, dass die Insassen dieses Lagers noch nach ihrer eigentlichen Arbeitszeit im Reichsbahn-Ausbesserungswerk dafür eingesetzt werden, hier im Lager vor Ort für Ordnung zu sorgen, Putzdienste, Gartendienste. Sie mussten auch selbst die Baracken bauen. Das nationalsozialistische Regime nutzt die besetzten Länder als Arbeitskraftreservoir. Hier haben wir Martino Rivolta, der
eigentlich Soldat war, italienischer Soldat, und dann 1943, nachdem das Bündnis auseinandergebrochen ist, vor die Wahl gestellt worden ist von den deutschen Besatzern in Norditalien, ob er für die Deutschen weiterkämpfen würde oder Zwangsarbeit machen. Er entschied sich wie die meisten für die Arbeit, ohne zu wissen, was das bedeutete. Er musste dann zu Fuß über Meran nach Bozen gehen und kam letztlich hier in Neuaubing an. Die Behandlung der Zwangsarbeiter orientierte sich auch nach den rassenideologischen Vorstellungen der Nationalsozialisten. Also kam ein Zwangsarbeiter wie Jan Hendrik Bazuin, der kam aus den Niederlanden. Er war verhältnismäßig privilegiert. Er bekam mehr Lebensmittel zugeteilt. Die Niederländer wurden als Brudervolk wahrgenommen und trotzdem war er nicht freiwillig hier. Ein besonderer Glücksfall: Jan Bazuin hat Tagebuch geschrieben. Der 19-Jährige wird aus Rotterdam zum Arbeitseinsatz nach Bayern verschleppt. Eine traumatische Zeit mit Heimweh und Todesängsten. Der Niederländer wird hauptsächlich im Lager selbst eingesetzt, zum Schneeräumen und zu Küchendiensten. Auch wenn sein Schicksal nicht repräsentativ ist, das erstmals publizierte Tagebuch wird als wertvolles Zeugnis Teil der Erinnerungsarbeit sein. Denkmalgeschützte Baracken umgeben von viel Grün. Solche Orte sind rar geworden in der sich ausbreitenden Millionenstadt. Seit über 3 Jahrzehnten ist die Münchner Kinder- und Jugendfarm hier angesiedelt. Eine Art Bauernhof für Stadtkinder. In den 80er Jahren ist auch ein Kindergarten in die alten Räumlichkeiten eingezogen. Diese Einrichtungen werden auch in Zukunft hier bleiben, genau wie die Künstler. Was erhoffen sich Holzbildhauer Peter Frisch und Alexandra Hendrikow von der Neugestaltung? Dass es lebendiger wird, also dass hier was passiert, das ist schon allen ihr Ziel, glaube ich. Ja. Also den Künstlern und dem NS-Doku-Zentrum. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gegenseitige Bereicherung ist. Deren Ansätze und Fragen an die Historie und unser Umgang auch mit dem Jetzt hier im Bewusstsein der Geschichte. Bewusstsein schaffen für die Geschichte der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Die Industrie hat auch später von ihnen profitiert. Man kann also sagen, zugespitzt, dass das sogenannte Deutsche Wirtschaftswunder eine ganz wesentliche Grundlage in der NS-Zeit hat und dass sozusagen die Identität, die für Deutschland zentral ist, die Bedeutung, die Deutschland als Wirtschaftsmacht der Welt bis heute hat, die hat ihren Ursprung zu einem Teil auch in der NS-Zeit. Und das eben in Wesentlichen auch mit Hilfe von Millionen von Zwangsarbeiterinnen. Rund 30.000 Lager gab es in Deutschland. Durch den Erinnerungsort Neuaubing wird eines von ihnen wieder sichtbar gemacht.